Der Lokalcowboy gibt Radio Dorftrottel ein Interview. Grüß dich, Lokalcowboy. Servus. Wir von Radio Dorftrottel sind total stolz, als einzige Rundfunkanstalt die interviewen zu dürfen. Alle anderen Radiosender hast du ja. Stimmt, die haben bei mir im Ball. Meine erste Frage an dich, für mich die wichtigste Frage in meinem ganzen Radioleben, lautet: Warte ein bisschen, hörst du auf, wie mein Geregel hast. Gluck, gluck, du Scheißler. Also, was willst du hören? Wieso heißt du Lokalcowboy? Das geht dir einen Scheißdreck an. Anders gefragt, wieso bist du in Bayern der bekannteste Lokalstravanzer? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn wir Stammlokale am Arsch gingen. Und was bei dir so besonders ist, du schaust gar nicht aus wie ein Cowboy. Du schaust ja aus wie der leibhaftige Struwweder. Na und? Zum Glück weiß Radio Dorftrottel, dass du als kleiner Bub in Niederösterreich auf zig Kühe umgekraxelt bist. Ja, und dann in Bayern als junger Barsch zum Bierjunkie mutiert bist. Sind das die Gründe, warum du die Lokalcowboy neinst? Ich will nur ein Kriegel, aber schnell. Ich bin brandig wie 10 Kampftrinker in der Früh. Kommt gleich, meine Radioredakteurin, die Fische Liesel, ist schon unterwegs. Alter, bist du Schausaugert? Die schaut ja aus wie ein Berchtnerhex. Sie ist aber eine fleißige Tieren. Da, Herr Lokalcowboy, in ein Bier! Ich hab's jetzt auf! Leiband, Gruselliesel. Aber bitte schlechte, du bist so schier. Das ist der Dank, dass ich... Alter Kadaver, mach Meter, sonst hast du mir ein Bierkriegel im Buckel stecken, wie ein Tomahawk. Ich geh schon, Herr Lokalcowboy. Und lassen Sie noch gut schmecken. Prost! Vierte Lise. So, Lokalcowboy, jetzt zurück zu unserem Interview. Gusch, jetzt sah wir mal das Kriegel X aus. Capito. Wohl bekomm's. Glück. Geh nicht leis, passt. Jetzt schon. Schieß los mit der nächsten Frage. Aber ich warn dich. Stell mir ja keine Frage über die Seiferlokale, in denen ich Bier und Schickschwanger Hirn gewichst hab. Du weißt, ein Kriegelglasl am Schädel tut verdammt weh. Lokalcowboy, na glaubst, ich riskiere meinen scheinen Sauschädel für Radio Dorftrottel, so wie können's mir gar nicht zahlen, weil ich bin ein Radiomann mit Hausverstand. Schon als Bauernbub hab ich mehr an der Birne gehabt als alle anderen Dorfkinder. Der Schuldirektor Fasel Huber hat zu mir voller Stolz damals gesagt: Haben's da ins Hirn geschissen, Gescherder? Ich bin der erzählt und nicht du. Also, Frag oder Gusch? Es tut mir leid, Lokalcowboy, ich bitte um... Frag oder Gusch? Okay, wie viele Kölnerinnen hast du bis zum heutigen Tag pudert? Bravo, eine hochintelligente Frage. Du bist gar nicht so deppert, wie du ausschaust. Danke fürs Kompliment, lieber Lokal... Schnauze, Arschkröller, ich bin am Reden. Zurück zu unserer Hochrechnung. Bis dato habe ich maximal 20 Serviermauern gewetzt. Und wie viel haben da am Lausen? Zigtausende. Ehrlich, so viel? Frag mein Hengstnudel, soll ich so auspacken? Ich glaub, der Lokalcowboy. Radio Dorftrottel bedankt sich herzlich für das Interview. Allerletzte Frage, was tust du heute noch? Das Bierfasel in eurer Radiokantine leer saufen. Zum Glück trinke ich nur Mineralwasser. Wabla.